Also meine Eltern sind schon länger da in den Vorbereitungen. Beziehungsweise du. Ich mache auch noch zwei Cheesecake. Mami hat alle. Ja. Aber da muss man auch noch ein bisschen runterblasen und putzen und wischen. Es hat dünner gegeben. Insbesondere kann ich vorwegnehmen, in der inneren Welt. Hallo und willkommen zu dem neuen Vlog. Wir haben nächste Woche, genau gesagt heute in einer Woche, Zuchtfamilie 2. Und, also meine Eltern sind schon länger da in den Vorbereitungen. Aber ich bin heute auch noch ein bisschen am Helfen. Ich darf hier die schöne Tafel schreiben als Titel über die Kühe. Mami, was hast du noch so gemacht die letzten Tage? Festwirtschaft, ein paar Torten und Küchen. 2 sind schon in der Gefrierung, beziehungsweise nochmal ein Kuchen. Also du hast schon 2 gemacht, oder? Genau. Und den Kuchen hast du auch schon gemacht? Ja. Und habe noch von 2 Kolleginnen jeweils 2 Küchen von Torten bestellen. Beziehungsweise du. Ich mache auch noch 2 Cheesecake. Und jetzt geht es einfach dann noch darum, den letzten Schliff und alle Sachen, die wir noch brauchen, für die Festwirtschaft noch zu organisieren. Und noch ein bisschen Chaos beseitigen, da, dass dann... Planung Wie viele Besucher haben wir besser zu machen, das ist eben schwierig zu sagen. Vielleicht... 100? Wenn viele sind 100. Ja. Vielleicht gibt es auch nur 60. Oder vielleicht nur 40. Das ist ein bisschen schwierig. Kuchen hat sicher genug. Genau. Das sieht cool aus. Sieht cool aus. Wir haben es geschafft, alles ist geschrieben. Jetzt müssen wir noch schauen, wo wir es herstellen. Wir waren jetzt gerade noch in der Landung. Wir haben noch alle Getränke, und hoffentlich alle Getränke gekauft. Und noch ein paar Blümchen für die Deko. Dort wollte ich dann noch Äste abschneiden. Blustäste, mal schauen. Und jetzt essen wir mal die Ferien und gehen nachher vielleicht noch ein bisschen raus. Ah genau, ich muss noch die Tafel machen. Es läuft ein bisschen etwas da. Und wir sind diese Woche noch mal 2 Tage da. Ja. Mal, dann können wir es schön anlegen. Hat jetzt gesagt, er es gesehen. Aha. Und dann müsste wahrscheinlich oben sein. Müsste. Dann würde ich fest. Guten Morgen, wir haben gestern noch einiges geschafft. Wir sind noch in der Landung. Ich glaube, das habe ich das erzählt, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall Getränke und... Ich glaube, das habe ich erzählt. Getränke und Blumen haben wir gekauft für die Deko. Heute bin ich jetzt daheim. Heute wollte ich nochmal daheim ein bisschen klar Schiff machen. Und wir backen noch 2 Cheesecake für den Donnerstag. Dann nehmen wir die, glaube ich, morgen schon zu meiner Mami mit. Weil sie hat einen grossen Kühlschrank. Genau, Kühlschrank. Und ja, jetzt backen wir die. Let's go! Cheesecake Nummer 1 ist da im Kühlschrank, abgekühlt, vollständig. Und der Kleine ist im Bett, das heisst, jetzt kommt Cheesecake Nummer 2 dran.
Maria klettert da. Aber bist du schon am richtigen Ort? Ja. Nico Hagen. Hast du dich schon eingefädelt? Super. Brauchst du noch ein Muschi? Nein. Nein, danke. Aua. Gut. Du willst gut. Ja, so noch muss man da liegen drinnen, genau. Ui. Mami hat alle. Ja. Ich muss zuerst meine richtige Sitzposition finden. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung zu meinen Eltern. Gehen weitermachen, zu vorbereiten für die Zuchtfamilienschau. Ich habe die Sachen schon dabei, die wir morgen brauchen. Unter anderem auch schon die beiden Cheesecakes. Sind auch schon drin. Und jetzt gehen wir. Und Mami. Gehen wir zum Grossmami. So, das gibt Deko da. Die Kante, der Deckel ist überkehrt und dann kann man da die Sachen drin pflanzen. Also ich pflanze es nicht drin, ich tue noch mit Stroh und so drin. Und jetzt habe ich da noch meine Kistchen, da hat es noch 2, 3 schöne Blümchen drin. Die tue ich auch noch da drin. Und dann sieht das dann recht cool aus und ich glaube, ich gehe irgendwo noch Blutstab schneiden. Dann gibt es noch etwas so für in die Höhe, weil jetzt ist es so ein bisschen klein. Und dann kommt die Kante an. Da kommt die Kante an. Und da und dort vorne eine. Da ist die Zuchtfamilie von der Fräsie. Und da ist die Zuchtfamilie von der Orlinda. Und da hat es noch eine Spezialtafel für die Orlinda, weil sie ist wirklich eine gute Kuh war. Da vorne ist «Sind willkommen». Schild. Man kann das, glaube ich, gerade nicht so gut lesen. Und da innen ist jetzt noch überhaupt nicht aufgeräumt und so. Es ist noch dunkel und düster. Da kommt ein Kühlschrank hin. Dann gibt es hier einen Tisch fürs Buffet. Und das Dosiergerät kommt raus und dann gibt es hier 5 Tische hinten. Aber da muss man auch noch ein bisschen runterblasen und putzen und fischen. Das ist der Plan von heute. Aber kein. Wir haben jetzt fein gespesen. Es hat Döner gegeben. Meine Mami hat eben noch gearbeitet bis zum Mittag. Und jetzt machen wir uns auf den Weg in den Stall. Und ich glaube, jetzt am Nachmittag wir wirklich mal den Raum dort rausputzen, wo nachher die Festbänke kommen. So, die Deko in der Kante wäre fertig. Die lassen wir jetzt hier und uns dann morgen am richtigen Ort anstellen. Und jetzt gehen wir mal da schauen, wie es aussieht mit der Festwirtschaft. So, Melken und Co. muss natürlich auch gemacht werden. Das sind die anderen jetzt gerade dran. Ich schaue auf den Kleinen. Das ist eine ganze Aufgabe. Da kann man eigentlich nichts anderes nebenbei noch machen. Weil der Stall steht der Stall steht halt direkt an einer 80er-Strecke. Und darum ist es einfach, also allgemein auf einem Bauernhof finde ich das Kind nicht sollen unbeaufsichtigt rumlaufen, weil es hat Traktoren rum, es hat hoffentlich keine offenen Löcher, aber man weiß es ja nie und es kann sein, dass es einfach einmal nicht so sicher ist.
Man schaut natürlich schon, dass alles möglichst abgesichert ist, aber überall kann man das wie nicht oder keine Ahnung. Einfach, genau, darum bin ich im Kleinen am Schauen. Und dann machen wir heute Abend wahrscheinlich nicht mehr allzu viel. Dann melde ich mich dann morgen wieder. Für euch ist das ein kurzer Cut, für uns ist das einmal durchschnaufen und schlafen. Einrichten ist in vollem Gange. Und dann überlegen, wie viel Tisch das wir noch da anbringen. Oh. Danke. Wir sind jetzt auf dem Weg auf Kiribati, um von der Käseplättchen zu holen. Das haben wir auch noch. Oder hat besser gesagt, Mami auch noch geplant. Und nachher Kuchen gehen wir noch holen. Dann sind wir dann schon bald fertig. Wir sind jetzt ready. Ich bringe das letzte Uhr, was es braucht. Ein bisschen ist am Schlafen hoffentlich. Und dann geht es los mit der Zuchtfamilie. Schau und ich tue euch einfach ein paar Impressionen hier einblenden. Wir sind ready und sind schon die ersten Leute da. Er hat auch dieses Jahr 3 Zuchtfamilien gehabt. Die von der ältesten Tochter von der Orlinga. Das ist jetzt nicht zustande gekommen, aber nichtsdestotrotz hat es die herrliche Familien, insbesondere kann ich vorwegnehmen, in der inneren Welt können uns präsentieren. Ich sage immer wieder, damit man so 365 Tage im Jahr funktioniert. Selbstverständlich das Maximum 10 bis 10 Punkte. Und dieser hervorragenden guten Gesundheit und sie um sehr, sehr hohe 41 45 Punkte. Sie ist geboren im August 2011, also sie wird das Jahr 12-jährig, da immer noch da. Sie ist auch hier auf dem Betrieb geboren, gezüchtet worden, ist mit 89 Punkten eingestuft worden, das in der dritten Laktation im Jahr 2015. Höhe inneren Wert auf 42 von möglichen 45 Punkten, also einen mehr, wenn ihr mit Wert 2 sicher, wisst ihr schon angefangen. Eine Zuchtfamilie zu machen. Dort sollen 13 abgeschlossene Laktationen in die inneren Wert liegen und sie kommt trotzdem auf 42 Punkte. Und das ist das, was die Züchter ausmacht. Das ist das, was Handschuhe, die Familie stricken, jeden Tag auf Rechnungen zahlen. Das ist das, was Freude macht schlussendlich. Dass man eine Kuh hat, die am meisten, die
wahrscheinlich auch Familienanschluss hat da in diesem Bereich. Und ich bin ja sogar mal da, der Betrieb auch FLB und Gastfreundlichkeit, das gibt es wohl keinen Punkt mit. Aber es ist auch etwas sehr, sehr Wichtiges und man merkt, dass Qualitätszucht lebt. Ich gebe hier Maximum 5 von 5 Punkten. Ich gebe 42 in der Vornote, 43 im Exterieur und 5 im Gesamteindruck für eine Top-Jersey-Zuchtfamilie. Da gibt es natürlich eine runde Zahl von 90 Punkten. Hans-Uli, ich möchte dich ganz recht herzlich gratulieren zu einer sehr, sehr starken Zuchtfamilie. Für mich eine der besten von diesem Jahr, was wirklich das Zuchtfamilie Leben wirklich ausmachen. Mach weiter so, du wirst erfolgreich sein und die Jersey hier da, ich glaube, du hast einen ganz, ganz großen Applaus von dir für deine Arbeit. Ja, 40 oder selber. Zahlen. Wenn ja die Linda Familie mit 200 sagen und da. Früher habe ich gedacht, ja, jetzt, wenn wir sonst schon die Jersey probieren wir es noch, aber das ist jetzt gerade ganz wichtig. Jetzt wieder mal, ich denke natürlich Besonderungen machen. Und es ist wirklich schön, wenn es alle wieder tragen. Das ist wirklich sehr gut. Und über die Jahre Linda ist die Hälfte Familie nachgekommen. Ich denke, das hat man als Töchter hat man das, wenn sie mal Zeit lang auf dem Betrieb sind. Ja, der Wind hat gewusst, ja. Ist jetzt noch halb so schlimm. Ja. Ja, was soll ich noch sagen? Bin ich schon ganz auf den Schaft machen. Ja. Und jetzt die 4. und die 5. Das Jahr, wo wir in unserem Verein sagen dazu. Alle sind schon überrascht gewesen, die hätten es knapp nicht geschafft, dafür hat Startup zugeschlagen. Nein, es freut mich natürlich, ganz speziell natürlich.